Was läuft in Basel, sag mal? Ja, keine Ahnung. Nicht viel. Kein Osterviertag, oder was? Für die gute Nischwan. Bist du am Sounden? Ja, Musik habe nie Ferien, Mann. Sehr schön gesagt. Darf ich das als Clip, einfach das kleine 10-sekündige, deine Quote, jetzt die nehme ich irgendwann auf YouTube vielleicht. So. Ein schöner Tag. Weil ich bin heute am Abfragen gewesen, ein bisschen die Leute, die da in den Livestream reinkommen, sind ihr am Schoki essen oder sind ihr am Worken, weißt du? Ja, doch, schon auch ein bisschen Schocki. Aber das kann man ja kombinieren, oder? Ja, ist fair. Kann man machen, ja. Kann man machen. Ja. Für die, die es nicht wissen, Nishu, ich meine, das ist jetzt sehr spontan, gell? Ich habe gedacht, vielleicht schaust du nur schnell im Chat rein. Aber ich mache schon noch, vielleicht irgendwann mal machen wir eine proper Episode, wo ich das auch richtig introducen kann. So. Aber Nishu, die da unten gesehen, also unten oder oben, je nachdem, ist aus Basel, eine neue Musikschaffende. Du würdest schon noch claimen, dass du neu bist, oder? Es ist schon okay, wenn ich sage neu, also Ja, ja, neu, safe. oder? Ich meine, fühlst dich ja noch so, fühlst dich wahrscheinlich noch frisch eigentlich im Game, sozusagen, würde ich meinen, Ja, oder? ja. Okay. Vor allem, wenn ich andere Leute sehe, die schon so irgendwie 10 Jahre dabei sind, dann kannst du dich nicht als Ja, ja, lang bezeichnen oder so. Also, ja, schon das neu. ist fair. Okay, okay. Und vielleicht die einen oder anderen, die das schon mitbekommen haben bei ihr, wo sie verfolgen. Ich habe es spannend gefunden, dass du letztens noch einen Producer-Account gemacht hast für dich. Als Beatmakerin sozusagen. Mhm. Oder Produzentin. So. Wieso Ja. hast du das gemacht? Oder wieso hast du das wollen? Hey, ich habe einfach angefangen, seit Ende letzten Jahr für andere Leute zu produzieren. Und keine Ahnung, ich habe mich immer so ein bisschen gescheut davon, weil ja, es ist immer irgendein Bumme, was irgendwie besser kann, weißt du? Und das Mhm. ist auch voll easy. Aber irgendwie habe ich gefunden, nein, ich mache das jetzt, ich lerne jetzt und ich will das jetzt auch zum einem Ding machen. Weil Okay. ich habe irgendeine Qualität, die andere nicht haben. Und aus dem würde ich schöpfen. Und ja, weibliche Produzenten gibt es momentan nicht so da, habe ich das Gefühl. Nein, nein, Und nicht so viel. Ja. es ist mega gefragt. Also, Ja, voll, voll. Ich frage mich eben, so, was das liegt. Weißt, so also ich sehe im popkulturellen Bereich ja, sehe ich nicht so viel. Auch vielleicht Jüngere, so wie du, oder, wo sich noch für das Producen auch noch würden interessieren. Von dem her habe ich das einen starken Schritt gefunden im Fall, sage ich dir ehrlich. Ich habe es cool gefunden, wo du gesagt hast, dass das jetzt sogar extra noch, weißt, die Dedication, dass du das noch auf eine zweite Page wirst tun. Dass du das wie so separierst und dass du es auch selber behandeln. Finde ich stark. ja, Finde ich ja, ja. cool. Aber du hast auch gute Lehrer und Lehrerinnen dort, gell, in Basel, wenn die Leute dich so ein bisschen verfolgen. So die Ludwigs von dieser Welt, so Leute, Ja, die halt schon gestanden sind, so ja, also ich habe gestanden. auch mega Glück, weißt, also der Ludwig unterstützt mich 100% in dieser Seite auch. Nicht nur in meinem Künstlerleben, sondern jetzt auch im Produzieren. Und er hat mich jetzt auch viele Sachen gelernt und so. Und ja, das ist nicht bezahlbar, weißt, wenn Ja, aber ja, jemand sagt, ja, voll, mach das. Weil, voll. ja. Okay, okay. Vor allem Und das eben, dass es sind, halt eben nicht nur ein Beatmaker ist, weißt, ich kann schon Beats machen, aber ich sitze auch an und ich schreibe einen Song mit jemandem. ja, Und ja, I get it. Ja, voll, voll, voll. Weil du tust ja auch noch eben für die, die es ein bisschen verfolgt haben, du releasest natürlich selber auch noch Musik, so, du bist auch im Songwriting, Spiele noch nebenbei. Ich glaube heute, es gefällt mir ein bisschen, wenn wir eher jetzt über das Produzieren oder deine Beatmaking-Page reden, weil das so noch ein bisschen neu ist. Wir machen vielleicht irgendwann mal, wenn du Zeit und Lust hast, machen wir so eine dedicated eine Stunde zu deiner Künstlerfigur, finde ich so. Aber lass noch beim Beatmaker noch ein bisschen bleiben oder beim Produzieren generell, finde ich noch geil. bist du Ja, eine mit dem Künstlerfigur? Das finde ich interessant. Ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht so ein Image. was? Ich müsste eigentlich an meinem Image ein bisschen arbeiten. Aber Nee, noch nicht, noch nicht. Aber ja, du zeigst ja, ich kann mich erinnern, wo du ja mal gesagt hast, dass du ein bisschen Mühe gehabt hast, dein Gesicht zu zeigen, oder? Oder jetzt du, ich meine, nimm es nicht verkehrt, wenn ich es jetzt so sage, aber du trittst ja da jetzt als Nische auf, oder? Für mich persönlich, so in dem Rahmen, oder? So, darum,
Das ist schon mal ein erster Schritt, dass du sagst, okay, easy. Du zeigst auch die Person hinter dem Artwork Ja, voll. und hinter dem Albumprojekt, das du jetzt gehabt hast, das aktuelle. Mhm. Und, Ja, ich glaube, es aber, ist einfach, ich habe einfach irgendwie, ich glaube, viele Künstler finden es geil, wenn sie sich können selbst inszenieren in Videos und in Shootings und alles und so. Und ich finde es gar nicht geil. Und für mich braucht es immer mega viel Kraft und Energie, das zu machen. Und darum habe ich das Gefühl, das Image kommt bei mir auch in. Oh, sorry, was hast du noch gehört? bis zum Image, dass du nicht Ah so ja, gern dich halt gezeigt hast und nachher bis zum Image, das Image kommt nachher ein bisschen, ja. geht Flöte dabei oder kommt ein bisschen kurz durch die Strecke, würde ich sagen, oder was? Ja. Und ja, keine Ahnung, ich arbeite ein bisschen dran. Es hat viel mit Selbstakzeptanz, Selbstliebe zu tun. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich bis irgendwie 25 einfach erreicht habe oder so. Ja, Aber ist ja fair. ne? Also, gell, wenn ich das jetzt so sage, ich glaube, auch Leute, die schon auch länger da irgendwie auf dieser schönen Erde sind, haben noch ein bisschen mehr Mühe. So, Ja, safe. damit. Und, aber ist es auch ein Stückchen wieder so, weil du irgendwie so denkst, du willst nicht Angriffsfläche bieten, indem du dich auch noch mehr zeigst selber, so ein bisschen. Ich denke manchmal auch, ja. Mhm. Okay. Ein bisschen so. Aber das Blöde ist eben, wenn du dich halt so, wenn du eine Angriffsfläche bietest, dann hast du halt so, ja, Kritik kann kommen, aber andererseits können dich die Leute wie noch ein Level mehr feiern. Und ich glaube, das fehlt mir manchmal noch ein bisschen. Ja, verstanden. Voll. Voll. Du dürft da einfach so ein intuitives Ding, wo mir jetzt zu dir jetzt einfällt. Du ruhig an dich selber mehr. Ja, es geht in das jetzt rein. Es macht Sinn, wenn du es jetzt so sagst. Ich habe jetzt die letzten paar, sagen wir, Wochen, Monate, ich habe immer gedacht, du sharest gerne die anderen, was ich per se nicht schlecht finde. So. Aber weißt, feier dich selber auch mehr ab, so, mit deinen eigenen Songs. So. Ich finde beides gut. Weißt, es ist mir jetzt auch geblieben bei dir, dass du, dass du natürlich auch andere im Basel-Umfeld geshared hast und irgendwie gepusht hast und so, oder? Aber ich denke so, wer denkt nachher an die Nishua selber, also an dich selber? Es soll jetzt nicht so sad tönen, melancholisch, aber weißt du, was ich Basically meine? my life, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das Girl, wo du pusht hast, ich weiß leider nicht ihren Namen, wo du ja produziert hast, das ist etwas anderes, das verstehe ich, wieso du das machst, weißt du, das ist cool, so, natürlich. Es ist ja dein Song, es ist ja Teil von dir auch, so. Ja, voll. Aber auch die anderen Sachen, ja, stimmt schon. Keine Ahnung. Ja, nein, weißt du, die Sachen, die du feierst, finde ich ja gut, oder, das teilst, aber ich denke so, vielleicht hat man das auch am Anfang mehr, das sehe ich auch bei anderen jungen Musikschaffenden, dass man irgendwie vielleicht wie so andere teilen will, aber nachher auf der Strecke vergisst man irgendwie seine Songs mitzupushen. So. Nicht, dass du das jetzt komplett vergessen hättest, weißt du, aber Ja, voll. Nein, auf jeden Fall. Das stimmt, völlig. so ein bisschen so. Aber nein, das Künstler-Image und da, ich meine, ich schaue halt ein bisschen weiter schon. Du siehst es schon richtig für dich selber, dass du das neu etablieren musst und das geht lang, das ist ein Prozess. Mhm. Wir können da Cases oder Leute, die da den Podcast auch verfolgen, es gibt ja auch noch Cases, die schon seit 5, 6, 7, 8 Jahren aktiv sind, wo du jetzt aus Business-Perspektive oder Musikmarketing-Perspektive noch nicht könntest sagen, ja, die haben auch noch nicht ein Profil für sich selber aufgebaut, so, aber weil das geht halt länger irgendwie. Aber ich finde es auch charmant, wenn du jetzt sagst, okay, du willst mit der Musik reden. Also weißt du, willst Ja, Musik spielen, oder? voll. Ich glaube, das ist momentan gerade ein bisschen mein Ziel, ja. Dass ich gar nicht mehr, also ich habe irgendwie einfach die Zeit auch nicht mehr jetzt gerade, um mich voll in die Promo-Sachen reingehen und alles. Und irgendwie bin ich doch auch in einer Phase, wo ich einfach muss ähm, produzieren, also einfach machen, weißt, und einfach Mhm. immer besser werden. Und dann vielleicht in einem Jahr habe ich wieder irgendwie Sachen gelernt und so, und dann habe ich wieder einen Song, wo ich finde, da muss ich jetzt pushen und so. Aber Mhm. jetzt will ich einfach raushauen und, und gar nicht mehr zu viel überlegen, sondern einfach auch ein bisschen Repertoire aufbauen, oder?
Voll. Und ich glaube, irgendwie kommt ja auch Reichweite und so, kommt doch auch je länger dass du das machst und je mehr das du machst, auch ein bisschen, denke ich. Voll, das füttert sich ja alles. Das tut sich alles irgendwie summieren. Und wie so ein Schneeböller, wo immer größer, also es schneit zwar nicht mehr raus, aber so Schneeböller, wo der den Hügel runterrollen kann. So, und dann wird er halt immer grösser. So, ein bisschen so. Mhm. Oder irgendwann ist dann eine Lawine, liebe Leute, die da zuschauen. Irgendwann ist es eine Nishua-Lawine, wo nachher an einem Release Friday kommen dann 3 Produktionen von ihr raus, von der werten Frau da unten. Und gleichzeitig aber auch noch 2 Alben und eine von noch, weißt du, was ich meine? So, das ist nachher eine Welle. Dann kannst aber es sind so Levels, weißt du, das kannst du ja langsam angehen, Step by Step. So. Ja, voll. Aber was machst du denn jetzt lieber? Also bist du jetzt lieber in deiner Produzentinnenrolle oder immer noch eher Artistin, Interpretin selber? So? Was machst du jetzt lieber gerade? Puff. Also ich produziere ja jetzt meine Musik eigentlich auch hauptsächlich selber. Gut, ja. Das Das heisst, ist so für ein mich Flex auch gewesen. wieder. Das ist natürlich auch ein Flex gewesen für die Leute, die das jetzt gerade mitbekommen. Sie produziert sich auch selber so. Das ist Also das habe ich während dem Album eigentlich auch schon gemacht, aber nicht bis zum Feinschliff. okay. Ich habe irgendwie Tools nicht gehabt, Knowledge, was man nicht zutraut und so. Und jetzt denke ich, doch, kommt schon. Aber ich finde es einfach spannend, dass wenn ich mich selber produziere, dann fehlt mir die Objektivität, oder? Mhm. Einen Song anzugehen, einen Song fertig zu machen und so. Es geht viel, viel länger. Wenn ich, Mhm. wenn ich irgendeinen Song von jemand anderem produziere, dann weiß ich viel schneller, wo das noch nicht funktioniert und wo schon und dies, das. Und dann ist der Prozess einfach ein bisschen angenehmer, oder? Wenn du kannst objektiver sein. Aber ich glaube, irgendwie, wenn ich es für andere mache, dann tut es ein bisschen aufs andere abfärben bei mir. Vielleicht Ja, kann voll. ich bald mal viel objektiver an meine Sachen angehen. Mhm. So ein bisschen aus der Distanz dich betrachten, deine eigenen Werke. So. Voll. Und ich glaube, eben was meine Sachen angeht, ich probiere einfach so ein bisschen, keine Ahnung, auch mal Sachen machen, die jetzt vielleicht einfach irgendwie lustig sind. Nicht immer zu Mhm. ernst bleiben oder so. Oder mir zu fest irgendwie Gedanken machen, eben passt das jetzt in mein Image oder nicht. Weißt du? Die Diversität behalten. Nicht Mhm. immer das Gleiche machen oder so. Mhm. Ja, weil du kannst, solltest ja auch experimentieren viel, eben, wenn du jetzt, wie du selber erkannt hast, wenn du ja eher erst am Aufbauen bist oder so die Künstlerfigur jetzt nach deiner Perspektive vielleicht gar noch nicht so richtig gefunden hast, was auch voll okay ist, dann kannst du ja mega experimentieren in alle Richtungen, oder so. Ja, voll. Du bist einfach die Erste, die ich gesehen habe, in deinem, sage ich mal, auch in deiner Generation, wo auf die Idee gekommen ist, nicht nur selber releasen, sondern halt auch jetzt noch die Beatmakerin bzw. die Produzentin spielen. Also das finde ich halt eine spannende Kombo, wo man das auch noch für andere macht. Weil ich habe das Gefühl, Leute haben immer noch, also auch Leute, die gut im Produzieren wären, auch jüngere Leute, weißt du, so in deiner Generation, die haben irgendwie immer noch teilweise Vorbehalt, für andere nachher etwas zu machen. Weißt du, wenn du jetzt gut texten kannst, ich habe mir immer so gedacht, was spricht dagegen, dass du halt anderen irgendwie auch noch sagst, hey, schau eben, mach's doch so und so. Und da hast du vielleicht mal einen Text, wo ich nicht brauchen kann. Oder da hast du eben jetzt eine Komposition, wo du selber nichts drauf kannst machen und bist dann viel produktiver vielleicht. Oder kannst mit diesen Songs auch etwas machen, wo vielleicht nicht eben Nishua dann sind, sondern eine Identität für jemand anderes oder so. Mhm. Und ich finde es auch noch lustig, weißt du, also, keine Ahnung, also es hat ja auch ein bisschen mit Glück zu tun, ob du als Künstler erfolgreich wirst, oder? Oder Mhm. mit irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Likability oder so. Mhm. Und vielleicht habe ich das jetzt weniger als irgendjemand anderes, aber wenn ich dann mit dem anderen arbeite und so, und ich eigentlich irgendwie 50% oder so auch Teil von diesem Song bin, dann kann ich nachher genauso stolz sein auf mich, Ja. wenn das Voll, dann mehr Reichweite hat und mehr Leute, und ja, mein Name steht schlussendlich auch drunter, oder? voll. Und dann kannst du wie so dein eigene, ich glaube, bei gewissen, es ist nicht, es ist einer von den Faktoren, aber es scheitert vielleicht nachher am eigenen Ego, am eigenen Künstlerego.
sagst du, nein, man, der Song gehört mir. Also weißt du, du hast jetzt irgendetwas gemacht, wo du im Studio findest, das ist der geilste Scheiß ever. Ja, ich so, nein, man, den gebe ich nicht weg. Ja, Ich safe. will nicht mal da jemanden drauf. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Ego, das nachher in deinem Kopf irgendwie verrückt spielt. Dann ist es Gefühl, oftmals. Also das ist ja auch okay, wenn man es nicht weggeben will. Es ist ja auch gut, wenn man Sachen Ja, ja, aber du, das gibt ja auch, also korrigiere mich, also gut, jetzt eher im Produzieren. Hast du schon für andere auch textet? Oder bis jetzt nur eher Kompositionen, Kompositionsseiten? Machst du das schon für andere Doch, Texte? ich habe auch schon textet, ja. Okay. Also Weil ich kann mir jetzt Co-Writing. vorstellen, okay, Co-Writing, ja, ja, voll. Es ist noch nicht ganz 100% nicht wahr alles geschrieben für jemand anderes, so. Aber vielleicht wird das Nein, ja aber auch. ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Die Leute wollen dabei sein, wenn du es schreibst, weißt du? Und dann bist Ja, du automatisch Co-Writer und nicht mehr Führer ja, vom ja, voll. Schreiben. Und das ist auch, finde ich, voll valid. Und ich weiß, Ja, also ja, es ist irgendwie auch einfacher. Also, ja. kannst du nicht immer so gegenchecken, so, findest du es gut? Soll ich in dieser Line etwas ändern? Passt dir die noch nicht? Ja. Hast du dann schon in dem Fall im Text stelle ich es mir spannend vor, Texte für andere, weil du vielleicht Texte anbringen kannst, du selber vielleicht nicht performen würdest. Zu dem also weil du halt findest, es passt gar nicht in deine Phase oder in deine Künstlerinnenphase, sag ich jetzt Mhm. mal. Also, das finde ich noch spannend irgendwie. Ja, ja, Ja. voll. Aber und auf der Beat-Seite bist du jetzt einfach auch viel Beats einfach selber am machen. Wie kann ich mir das vorstellen jetzt in deiner neuen Produzentinnen, Beatmakerinnen-Rolle, so, dass du auch einfach viel Beats einfach machst für dich selber und die hättest du auch Interesse, die umzuplatzieren bei anderen Leuten? Oder ist es immer so eine Sache, dass du mit anderen ins Studio willst, so, also zwingen? Mhm. Also ich bin jetzt mehr so ein bisschen am Beat-Archiv zusammenstellen, Mhm. damit ich, also es ist einfach eine Soundcloud-Playlist und die ist halt privat und dann die Künstler, die dann wirklich wenn zu mir kommen, das Zeugs ausproduzieren, die können sich dort ein bisschen durchscrollen, schauen, was sie geil finden und dann haben sie Okay, schon mal okay. eine Inspiration oder so und dann kann man das zusammen machen und ja Cool, voll, cool. also keine Ahnung, ich probiere mal wieder ein bisschen Beats zu machen, das ist jetzt nicht so, vor allem wenn Cool. man halt mit Samples schafft ist das ja eher so ein bisschen Fleissarbeit. Ja, voll, voll. Aber ich glaube, bei dir stellen wir halt auch noch recht variabel vor, weil du ja auch etwas ein bisschen von Komposition verstehst, oder? Wenn man so ein bisschen dein Album noch lost und du könntest, du machst wahrscheinlich auch einfach eigene Samples auch oft, wahrscheinlich, oder? So, also für dich selber so ein bisschen, keine Ahnung, Instrumentierungen, wo du nachher wiederum in Samples könntest umwandeln für deine Beats, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Bin schon ein bisschen faul, weißt du. Ich mag nicht immer Aha, Samples machen. Nein, aber easy. ich bediene mich schon Ist gerne an okay. diesen Tools, weil das geht mega lang, so eine Stimme. Also je Was nachdem muss mache ich es schon selber. Auf jeden Fall. Es ist nicht, dass ich es nicht kann oder so. Ja, ja. Aber dann Also ist es, du könntest es vorholen, wenn du es würdest wählen, ja so. voll. Aber es ist halt, das braucht dann wieder Inspiration, oder? Das ist dann weniger, da muss auch ein bisschen Sinn kommen, irgendetwas Geiles oder so. Aber wenn ich kann Samples nehmen und eben, das ist wie gesagt in der Fleissarbeit. Und dann Okay. lässt dich ja schon inspirieren. Ja. Okay. Aber ich meine, ich kann schon einige Instrumente so ein bisschen spielen. Aber jetzt nicht so mega ultra gut, so mega nice Samples machen, weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel kann ich Mhm. Gitarre spielen und Gitarre-Samples sind das Shit, finde ich. Und ja. Okay. Okay, ja, ja, Gitarre-Samples, dann bist du auch schon, wie du vielleicht weißt, bist du natürlich dann auch schon bei den Künstlern und Künstlerinnen, die eher so ein bisschen den Hip-Hop-Bounce wollen, bist du eh schon gut bedient, wenn du gute Gitarre-Samples noch anbringst. Ja. Vor allem so bei den Buben, wenn so die Anekdote ist von so einem 17-jährigen Rapper, so, ey, ich würd den Bounce, den der Ghana hat in Amerika, und für die Leute, die so ein bisschen wissen, Ghana, Young Thug, die sind natürlich alle mit dem Gitarrensound irgendwie gross geworden. Also, alles so, hey, hast du so Anfragen schon irgendwie? Hey, kannst du mir einen melancholischen Type-Beat machen, so wie der Insert Artist XYZ? So, hast du das schon gehabt? Nein, noch nicht. Aber ich habe nicht so viele Rapper, ehrlich gesagt.
Aber ich glaube, wenn Okay. Rapper sind wirklich eher so ja, die gehen mehr auf den Künstler, gib mir ein Beat von dem. Ja, Aber was ich von meinen Pop-Ladies eigentlich immer erwarte, ist, dass sie mir eine Inspo-Playlist machen, damit ich ein okay. bisschen weiß, was für Musik das sie toll finden und so. Mhm. Ja, macht Sinn. Dann hast du etwas wie so ein bisschen als Blueprint, an Mhm. dem dich kannst inspirieren. Ja, voll. Weil jetzt ist schon mehr, also eben, ja, vielleicht aus der Natur von der Sache auch, weil du halt auch die weibliche Seite besser bedienen kannst bei deinen Peers. Ist jetzt halt eher mit Frauen im Moment am Arbeiten oder hast du das Gefühl, das entwickelt sich jetzt einfach, dass du ab und zu auch jetzt entweder mit männlichen Konsorten schaffst oder halt auch mit Frauen? Oder ist es dir wie so ein besonderes Anliegen, dass du sagst, nein, du willst irgendwie über 50% von deinen Beats sollten auch an Frauen gehen? Also ich frage jetzt einfach mal banal, weißt du? So. Ähm, Es ist mir einfach mega wichtig, die Frauen aus ihren Nischen zu holen. Und, Mhm. und aus der, keine Ahnung, eben, das, das hast du ja auch schon oft angesprochen. Für einen Mann ist es schon einfacher ins Studio zu kommen, durch irgendwelche Connections und so. Mhm. So, ah ja, komm mal, wir hängen es da und so. Und das gibt es bei der Frau halt einfach weniger. Und dann, ja, einfach auch auf die Leute zugehen, auf weißt du, es gibt so viele Girls, die schönsten Covers posten und so. Und wenn du die dann fragst, ja, schreibst du selber auch Songs und so, und dann sagen sie, ja, schon, aber ja, die sind nicht so gut und so. Und ich so, nein, komm mal, die sind sicher gut, Ja, wir schauen es voll. an. Eben, Confidence fehlt einfach. Voll, voll, wie viel du sprichst mir so aus der Seele, wie viel IG-Pages ich schon gesehen habe von Frauen, die so die eben mega schöne Covers machen. Ich denke, mach einen eigenen Song. Also weißt, mach's Mhm. doch selber. So. Und ja, wenn es das ja hätten, weißt, wenn sie Lyrics hätten, dann ist es vielleicht. Aber das ist ja schön, dass du das vielleicht kanalisieren könntest, gell? Dann braucht es vielleicht jemand wie dich, sagen wir jetzt einfach mal, wo auch dort an der Seite sitzt oder steht und so sagt, hey, ich habe auch schon released, das ist alles cool, weißt du, so, dort und dort musst du auf das achten, aber mach, go for it, weißt du, so. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist schon gut, ja, weil nur mit Covers, liebe Leute, also auch für Frauen oder Männer, wo das interessiert, so kommst du halt auch nicht mega weit, weil irgendwann fragen sich dann Leute wie mich, die das mega so kritisch begutachten, denken so, hey, aber du kannst, weißt, es ist relativ einfach, ich will mir nicht unbeliebt machen, aber ich kenne halt auch größere Coverbands, die ich international irgendwie gesehen haben und dafür Marketing gemacht haben bei Firmen. Mhm. Es ist wie, es ist nicht schwierig, sich einen Top 40 Song irgendwie zu holen und den halt irgendwie zu coveren. Es ist, das Einzige, mit was du nachher glänzen kannst, ist mit deiner Stimme. Und nachher schaue ich mir das an und denke so, Scheiße, was ist, wenn die Stimme jetzt einfach eben für deine eigenen Songs würdest einsetzen? Das wäre halt das Geile. Ja, ja, ja. Ein bisschen Ja, also das. ich finde Covers sind eine gute Übung, aber Ja, 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 okay. ist nicht, für mich nicht das Main-Ziel. Also, Ja, aber es ist schön gesagt, es ist gut gesagt. Es ist wie ja, Übungsmaterial, das dich. weißt, also jetzt gerade wenn du vom Gesang kommst und so, es ist auch mega wichtig, dass du irgendwie mal einen Sänger oder Sängerin imitierst. Also ich meine, dass du wie irgendjemand tönst, das kriegst du immer zu hören. Sind wir so, ah ja, du tönst wie der und der. Und meistens ist es noch irgendjemand, der gerade irgendwie populär ist in dem Moment. Weil sie Ja, einfach gerade alles mit dem assoziieren. Geil. Aber das hat ja dann auch, also so, wenn du jetzt einfach irgendwie Covers singst und ein bisschen probierst, die Person nachzuahmen, so lernst du ja auch deine Stimme zu bilden, ohne dass du jetzt große Gesangslehrer hast. Ja. mhm. Und das ist Ja. sehr wichtig, ja. Weil Hast du gedacht, Autotune kann viel, aber nicht alles. ja, dort wiederum finde ich es natürlich sympathisch, dass halt eher dann vielleicht die Frauenfraktion, die Jüngeren, nebst dir, vielleicht dann eher weniger eben eher ihre Raw Sing-Performance nutzen. Also das sehe ich, das sind auch meine Beobachtungen.
und halt nicht so viel korrigieren dann wollen oder so künstlich, dass nicht noch mit Autotune mega crazy übertreiben, weißt du, so wie die Männer eher. So. Männer sind halt so, ey, du hast, bei den Männern ist oftmals der Running Gag so, also das habe ich auch schon mitbekommen, Studiendiskussionen, das Erste, was gefragt wird, ist, ey, hast du Antares Autotune installiert? Hast du den Dongle? Hast du den Ding? Sonst können wir da nicht irgendwie schaffen. So. Ja. Also vor allem im Hip-Hop-Bereich, muss man sagen, ist es halt sehr dominant. So. Aber ja. Also es gibt da, wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt Leute da draußen, die noch eine schöne Stimme haben, auch natürlicherweise, und die sollen ja auch genutzt werden. Also weißt du, das sollst du nicht verstecken. Also, Nein, safe nicht. Aber wenn du willst auf einen Standard kommen, wo sich die Leute heute gewöhnt sind, dann hast du auf allem Pitch Correction drauf. ja, voll. Also das sage ich den Leuten auch so. Wenn wir Songs aufnehmen und so, ziel nicht immer nur die Intonation an, dass alles super clean ist, sondern ziel so ein bisschen auch die Emotion an und wie du Sachen sagst. Und wenn es dann ein bisschen schief ist, dann tun wir das halt korrigieren. Das ist nicht so schlimm. Weil das machen alle. Also ich habe jetzt erst einen Song, der jetzt dann rauskommt, wo wir irgendwie, dann habe ich auch mit dem Ludwig noch zusammen geschafft und dann sind ein paar Sachen ein bisschen off, aber das macht es irgendwie gerade so ein bisschen aus. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, kein Pitch Correction, 0. Aber das ist einer von 20 oder so, weißt du? Also, das ist jetzt halt einfach das, an was sich unsere Ohren gewöhnt haben. Ja, es ist so eine Gewöhnungssache, stimmt, mit den Ohren auch natürlich, klar. Aber ja, Ding, was du ansprachst, ist halt ein guter Punkt mit der Imperfektion oder so. Das ist nicht, das solltest du ja irgendwie nicht nach dem Perfekten suchen, weil das tönt, also wenn es dann irgendwann mal Plastik ist am Schluss, weißt du, nach dem Mix und Master, dann ist es halt wie so, eben, es soll halt die Emotionen im Vordergrund sind. Und das ist schwierig zum Verstehen, das Konzept, das ist schon so. Also weißt du, da habe ich viel so Gespräche, lustigerweise, jetzt was du ansprichst, so. Weil, was ich jetzt zum Beispiel amigs anspreche, aber das hat mehr mit Musikvideos und so zu tun, aber es geht in das rein, das mit dem Master, weil ich jetzt so denke, gewisse Leute fokussieren sich zu fest auf die Verpackung und dann zu wenig auf den Inhalt und die Substanz oder die Emotionen dahinter. Und weißt, ich weiß jetzt nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn man sich jetzt darüber aufgeilt, dass man 10.000 Stutz in die Hand genommen hat für ein Mixing und ein Mastering, aber der Song selber weckt keine Emotionen in dir, dann ist es wie so ein bisschen... Also ich finde, es gibt ein so Beispiel, so eine, die auf TikTok groß geworden ist und so Ukulele-Songs macht. Und die hat Millionen... Wer ist das? Willst du die nennen, oder was? Ah, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ukulele-Songs? Ich müsste es wissen. Ich meine, ich werde bezahlt für das. Also ich müsste wissen. Ukulele-Songs mit Titel. Ja, aber auf jeden Fall ist sie, also sie ist so erfolgreich geworden mit dem jetzt, oder nicht Deals und so. Aber wenn du dann den meisten... Ah, ich weiß ja, sorry schnell, der viel Ding. Du meinst Taylor Swift 2.0, das kleine Mädchen, das so ist mit Taylor Swift nicht die, oder was? Okay, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Ja, lustig, ich sehe es nicht mehr. Was ist das verdammt, ist gut. Nein, ist ja andere, aber auf jeden Fall, eben ihre meistgelose Song ist auch recht, also der ist wahrscheinlich auch selber aufgenommen. Und Millionen von Streams, aber pitchy as fuck, weißt du? Also das ist nicht viel. Und das muss es auch nicht sein. Und dann, ja, eben. Ich würde auch sagen, nicht immer, vor allem am Anfang, nimmst halt selber mal ein paar Sachen auf. Dann ist es noch nicht ganz perfekt und so. Und dann, ja, je länger du das machst, desto besser wird Quali und so. Aber Quali steht vor allem bei den Hörern oftmals nicht im Vordergrund, was ich sehr verwirrend finde auch. Also Quali eben, nachher eher Quali Mix Master und alles, meinst du jetzt? Von so einer Quali redest, ja? Ja, voll. Ja. Für mich macht das perfekt Sinn, aber wieso macht es für dich keinen Sinn? Was meinst du jetzt du? Weil ich habe das Gefühl, weil also alle Musiker halt so auf das fokussiert sind, amigs im Prozess. Und dann eben schlussendlich die Mehrheit der Listeners hört es nicht oder hören nicht, wenn irgendeine Emotion gerade hittet oder wenn es der Vibe gerade einfach ist.
Ja, voll. Kann es so schlecht gemixt sein. Also, Ja. Es ist halt mega gemein. Es sagt, die Konsumenten können das meistens, die Musikhörer und Hörerinnen, die können das meistens nicht beschreiben. Und es zeigt sich auch nicht im Feedback auf IG, wenn du jetzt einen Song bringst, von der Künstlerperspektive, dann zeigt sich das nicht in den Comments. Genau das, was du jetzt beschrieben hast, mit dem, es hittet dich einfach, anstatt dass es jetzt technisch mega verfeinert ist. Das können auch die Konsumenten nicht erklären, weil die wissen nicht, wie der Studioprozess ist und die haben keine Ahnung von dieser Software und Hardware und alles, was dort verwendet wird. So. Die haben halt vielleicht von Autotune gehört, so wegen T-Pain früher und wegen gewissen Sachen, aber die checken ja nicht, was dort passiert. Und das ist mega gemein. Ja, es ist halt ein riesen Fall. Ich versuche halt immer ein bisschen jetzt entgegensteuern und halt zu sagen, hey, easy, weißt du, es muss nicht technisch, also du kannst schon den Anspruch haben, dass es auch technisch perfekt ist, oder? Aber es muss halt auch, ich finde als Richtwert für mich selber, wenn ich so Sachen höre, ich finde so, es muss auch in Skizzenform oder in Demoform sollte dich ja, schon können bewegen, weißt du, was ich meine? safe, auf jeden Fall. Das stimmt. Und eben, ich denke einfach, wenn du dich zu fest auf das verstiefst, dann bist du nie Wir zufrieden. cutten das raus, keine Angst, wir tun es blurren. Es ist ja nicht Livestream, gell, so ist okay. Auf jeden Fall, dann wirst du irgendwie nicht glücklich an dem Standpunkt, wo du jetzt gerade bist. Weil an dem Moment, also in dem Moment, also Demo oder so, du bist dann einfach noch nicht dort, oder? Im Ja, Prozess. Oder jetzt auf einen Künstlerprozess angewendet. Eben, vielleicht bist du am Anfang und dann kannst du nicht schon die Quali haben und das ist voll okay. Also auch jetzt gerade, wenn ich an meine Produktionen denke, die können auch besser werden, aber das ist auch okay. Also ich muss ja irgendwie können mich noch immer verbessern und so. Und ich habe mich oftmals aufgehalten, mit dem Denken etwas zu machen und das solltest du eben nicht. Das solltest du einfach mal ja. rein. Also, Weil du hast deine besten Songs ja noch nicht geschrieben. Also weißt, wenn ich dir das so sage, oder? Also klar. Ja, voll. Das soll dich dann nicht blockieren. Okay, weil wegen Blockade und so, einfach so eine Frage nebenbei. Glaubst du an Writers Block? An Schreibblockaden? Glaubst du an so etwas oder ist es ein Urban Myth für dich? ähm, puh. Ich glaube, bezüglich einem Projekt, ja. Also wenn du neu mal einfach nicht weiterkommst, safe. Mhm. Dann musst du es einfach weglegen. Aber ich glaube nicht, dass. Ja, es ist mega schwer. Also wenn du jetzt in einem guten mentalen Zustand bist, dann glaube ich nicht, nein. Dann glaube ich, du kannst immer wieder etwas Neues anfangen und dort wieder. Eben, legst mal das weg, wo du irgendwie gerade nicht weiterkommst und dann machst du etwas Neues und dann geht es plötzlich Mhm. wieder gut. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, kann gut sein, dass du mal so unter Stress bist. Burnout ist auch immer ein großes Thema, oder? Mhm. Und Mhm. dann safe, denke ich schon, dass das kann sein kann. Okay. Ich habe noch keine abschließende Antwort auf etwas. Es ist einfach so ein Side-Thema, das mich jetzt auch interessiert, weil ich ein paar Diskussionen zu dem schon hatte. Ja, ja. Ich tendiere im Moment eher zu, es ist ein Mythos und ein psychologischer Effekt, dass du dir, wenn du dir selber halt das oft genug wiederholst, dann steckst du natürlich nachher in dieser Falle. Und ich glaube, das gibt es gar nicht. Aber das ist jetzt im Moment, stand heute meine Tendenz. Aber ich weiß schon, dass dort auch noch andere Sachen mit ihnen spielen. Ich weiß, dass es wird für mich logischer, dass ich weiß, du hast das vorher auch schon angesprochen, wenn du nicht genug lebst, wenn du dein Musikding nicht kannst auf die Seite tun und nicht genug lebst und einsaugen kannst, dann kann es vielleicht sein, dass du dich nachher textlich halt wiederholst, oftmals. So Wiederholungen passieren vielleicht, oder? Mhm. Und vielleicht assoziieren die Künstler und Künstlerinnen das als irgendwann einmal als, ich bin blockiert, weil ich komme auf nichts Neues. Und Wiederholungen wären auch ein Problem, weißt du, so. Ja, Aber ja, ja, ja. Das stimmt. Ich glaube, man muss immer noch irgendetwas anderes machen. Zum ja, Leben, zum Lebenserfahrung gewinnen, zum etwas haben, äh, reden und so.
das stimmt schon. Ich finde, Aber wenn man so nicht immer das Gleiche sagt und so, finde ich es auch noch spannend, mal einen Perspektivenwechsel zu machen. Und irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt nicht ich, sondern irgendjemand anderes und beschreibe die Situation oder so. Und dann bam. Aber ich glaube, das ist jetzt bei Rapper zum Beispiel eher schwieriger anzuwenden. Weil die müssen ja immer aus der Ich-Perspektive und eher immer so über mich und so. Das ist schwieriger, etwas anderes zu erzählen. Aber ich glaube, gerade beim Gesang und im Pop kannst du sehr viele verschiedene Perspektiven einnehmen. Und mega Storytelling, also ich meine, das kannst du im Hip-Hop auch Storytelling machen, aber es getraut sich halt wenig so, oder so ein bisschen Storytelling-Sachen. Ja, es ist sehr viel aus der Ich-Perspektive, stimmt schon. Im Hip-Hop ist halt, glaube ich, einfach auch wichtiger, wer der Künstler ist. Das kannst du im Pop ist wahrscheinlich der Song wichtiger als der Künstler. Ja, voll. Das ist schwieriger, stimmt schon, wenn ich es jetzt so intitiere. Also es ist im Pop stimmt, dass es ist viel schwieriger als Person, Künstlerfigur in den Vordergrund zu tun, weil die reden ja in Interviews, weißt Popkünstler werden auch ein bisschen erzogen international, dass du wieso gar keine Meinung hast an diesem Tag. Weil Meinungen haben bedeutet dann in so einem internationalen Musikbusiness Konstrukt, dass du vielleicht Sponsors könntest verlieren, wenn du jetzt etwas Falsches sagst, steht in diesem Interview und das und dann. Und wegen dem, liebe Leute, ist das Geheimnis gelüftet vielleicht, wenn sich Leute fragen, wieso Ami-Interviews bei Popstationen, bei Pop-Radiostationen meistens so ultra langweilig sind. Also und das kommt von jemandem, Achtung, ich sage es nicht einfach so, ich konsumiere extrem viele Künstlerinterviews. So. Leute, die mich persönlich kennen, die mich jetzt suchen, ich mache nichts anderes, wenn ich da nicht auf Cola-Podcast bin oder auf YouTube selber am Content machen bin ich nur am Künstlerinterviews bin ich am konsumieren. Und du merkst irgendwie, dass die, keine Ahnung, wenn ein Popkünstler oder Künstlerinnen bei US-Stationen sind oder US-Blogs, dann ist es immer so oberflächlich. Ich meine, das ist schon schade, irgendwie, wenn ich so denke. Ja, die hätten schon etwas zum Sagen, oftmals, weißt du, aber das ist wie, ja, du willst halt nicht verlieren. Das ändert aber auch. Ich habe das Gefühl. Ja, voll. Die neuen, vor allem so die neue Girl Wave, vor allem so all die Benes und so von dieser Welt. Kennst du die Bene? Mit 2 E geschrieben. Also nicht nur sie. Aber so Generation, wie würde man die nennen? Das ist Generation Z wahrscheinlich, halt Generation Z. All die Künstlerinnen und Künstler, die sind dann schon eher auf dem, okay, ja, I don't give a fuck Attitude. So. Ja. Und das kombinierst du nachher auch mit den Looks von diesen grossen Medienbrands. Und das gibt noch eine geile Kombination, das ist schon so, ja. Aber denen wird dann auch, ich finde es halt schade, weißt, wenn denen teilweise halt erklärt wird, so, hey, tu ja nicht anecken, weißt, sag ja nichts, irgendwie auch Kontroverses, so, auch wenn das vielleicht selber so persönlich deine Meinung wäre, so, behalte das Interviews für dich und so, und dann ist es einfach, dann ist es nicht, hat es keine Ecken und Kanten, weißt, und dann ist es irgendwann mal langweilig, meiner Meinung nach. So. Hast du Miss Americana geschaut? Was? Sorry, nochmal? Miss Americana, die Doku über Taylor Swift. Nein, ich habe nur davon gehört. Nein, das ist auch genau so ein Paradebeispiel, dass sie dann irgendwann mal etwas über ein politisches Thema hat sagen und sie von Familie und Manager und so gesagt bekommen, dass sie das nicht machen soll. Ja, es ist halt schade. Gemacht, weil sie es angeschissen hat und sie halt ihre Plattform hat nutzen für... Ja, finde ich okay, gell? Also, es ist, vor allem im politischen Bereich, dort ist es fast, weil über andere Themen kannst du schon reden, so oftmals, aber Politik, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann auch die Künstler verstehen, die sagen, ey, ich lang das nicht an, weil ich will keine Angriffsfläche bieten, keine zusätzliche Angriffsfläche, so, aber es ist wie... Du halbierst halt einfach deine Konsumenten. Also, ja. Dann will ich, dass du sprichst, aber... Ja, voll. Aber es ist wie das ist ja noch ein Thema in sich selber, wo wieso gar keine richtige Lösung da ist, sondern einfach, eben, es sind sehr viele Meinungen und
ist auch nicht etwas, wo die Gesellschaft oder die Künstlerlandschaft hat gar keine Antwort auf das, wie sie sich verhalten in Zukunft. So. Ich persönlich bin halt eher Fan, aber das merken die auch Leute auch, die den Content konsumieren. Ich bin eher Fan von, weißt du, speak your truth. So, sag, was dir irgendwie auf dem Herzen liegt oder whatever. Bis, tu dich nicht verschliessen, aber ich kann es auch verstehen, wenn du sagst, ey, du ziehst auch deine Musik durch, du tust einfach das alles in die Musik, weißt du, und sonst versuchst du eigentlich allen Feuer aus dem Weg zu gehen. Irgendwie so. Das ist auch okay. So, Ja, weißt? voll. Ich denke nur gerade so an mich, wie ich eigentlich dazu würde stehen. Also ich glaube, bei mir ist es wieder nicht so ein Thema, weil ich gar nicht so eine Plattform oder Reichweite habe. Noch nicht, Ja. musst du Nee. sagen. Nein, musst nicht, aber kannst sagen, noch nicht. So. Aber ich glaube allgemein, falls es so wäre ich wahrscheinlich schon auch eher jemand, der so ein bisschen will, wo nicht gerade voll Aktivismus betreiben, weil ich das sonst auch nicht mache. Also, Ja, ist schon fair. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich habe ja sehr, weil, ich, schau, es ist auch sehr tricky, weil wenn du, das habe ich auch schon gesehen, auch bei Schweizer Level, auch schon da, es ist auch tricky, wenn du das ja nicht machst, oder? Aber das Thema ist dir mega wichtig. Und gewisse Parteien oder Seiten, nicht wegen Politik, Parteien meine ich, aber einfach gewisse Seiten, weißt, die irgendeine Ideologie verfolgen, kommen auf dich zu und sagen, hey, kannst du nicht auch für das einstehen? Dann ist es auch so ein feiner Grad, finde ich, dass als Künstler kann ich auch verstehen, wenn man sagt, hey, ich will nicht instrumentalisiert werden. Weißt, ich will nicht das Instrument sein für jemand anderes und das ist vielleicht gar nicht mein eigener Gedanke, wo ich habe, so irgendwann einmal. Aber es ist mega tricky, irgendwie so. Ähm, es ist auch tricky, neutral zu bleiben, gell? Und eben die Objektivität, von der du geredet hast, auch im Produzieren, das ist halt eins zu eins auch im Künstler da sein, also das ist halt schwierig, so. Ich meine, ich struggle, nicht struggle ist das falsche Wort dafür, aber das ist so daily Herausforderung bei mir, ist immer Objektivität und Neutralität und so, aber du bringst es ja nie ganz an. Also ich bin jetzt auf dem Pfad gewesen, mein Bias irgendwie wegzubekommen, oftmals so, aber bei gewissen Sachen hast du halt gewisse Meinungen und gewisse andere Sachen halt eher weniger, weißt du. ja, voll. Oder? Das ist bei Schweizer Musikern so, wo, ich weiß gar nicht. Ich weiss, der Mimix hat letztens irgendwie so ein bisschen Was man Medienminister. fragst, was cancelable ist? Cancelable ist in der Schweiz, oder was? Was für Aussagen Nein, nein, Cancel nein. Culture? Nein, Das und ist eine für spannende was ich Diskussion. aussprechen und für was nicht. Also ich glaube, Aha. ich weiß es gar nicht. Ich weiß, Ähm, dass der Mimix letztens so ein bisschen mehr gesagt hat, dass er glaub, schon länger vegan lebt oder so. mhm. Das war ja so ein bisschen etwas Aktivistisches. Parteienmäßig kein Plan, Mann. Ja, du, Politik ist ein Ding. Du siehst, dass gewisse sind halt ein bisschen socially more conscious, sage ich jetzt mal als Künstler, dass du Politik noch rein tust. Ja, der Luke zum Beispiel, gell, der ist das. Ja, Ding, also weißt du, ich wollte jetzt nicht spezifisch, ich muss dort, du kannst dort von deiner Seite gerne Sachen sagen, wo Sorry. du spannend findest. Ja. Okay, nein, ist alles cool, ist alles easy. Es ist einfach noch, die Leute sind noch nicht so weit, weißt du, dass ich jetzt da ein bisschen, aber ich sorge schon dafür. Ich würd noch einen anderen Account machen, ähnlich wie du den Beatmaker-Account hast. Mache ich dann einen anderen Account, wo ich ein bisschen subjektiver kann über so Sachen reden, die mir dann auch gefallen. Aber ja, Politik ist so das Thema, dass halt wie so nachher sagst, rechts gegen links und, aber das ist für mich persönlich, ist das alles so, das ist so Ideologiekrieg, wo mega schwierig ist zum sagen, also weißt, wer ist dann der sagt jetzt nicht wegen diesen Künstlerbeispielen, die du genannt hast, ich weiß nicht, was die alles politisch denken und was nicht. Aber wer ist schon der dann kann sagen, weißt, meine Ideologie ist besser als deine jetzt, whatever, weißt du. So. Und ich finde das ultra schwierig als Künstler, dann auch noch zu integrieren und dann tust du es auch noch, wenn sie deine Song tust. Ich habe grössten Respekt vor dem. Aber ich verstehe auch, es, also zum erfolgreich werden, das ist ja der Jux dran, zum erfolgreich werden, aber nein, das ist ja dumm gesagt. Jetzt will ich sagen, zum erfolgreich werden, kannst du ja auch die Finger davon lassen. Aber das ist auch, ich will es gar nicht so eine Wörter, weil das ist Blödsinn. So. Ich finde, du solltest eine Integrität haben, eine eigene Integrität, egal bei welchen Feldern. Und das kannst du dann auch im politischen Spektrum machen. Aber ich finde es dann ein bisschen komisch, wenn ich merke,
es reproduziert sich, weißt du stehst für etwas, aber du bist so verliebt in die Sache, dass du das eben auch gar nie kannst mal reflektiert anschauen, was du jetzt dort am machen gewesen bist, die letzten 15 Songs oder so, oder? Ich finde es halt, ich find's halt okay, wenn man jetzt für etwas steht, ist voll geil, finde ich super. Aber so 3, 4, 5 Projekte danach kann man vielleicht auch noch ein bisschen wieder selbst reflektieren. Sagen, okay, easy, ist man dann auf dem richtigen Weg, was macht man? Und eben dann auch richtiger Weg ist auch Blödsinn am Ende des Tages. Was ist schon der richtige oder der falsche Weg, weißt du? Ja. Wegen dem verstehst du vielleicht, wieso ich amigs so Stories mache da, wenn die das mitverfolgen, wo ich amigs ein bisschen relativiere und sage, hey, ihr müsst nicht wegen meinem Willen, oder es gibt nicht das richtig oder falsch, auch wenn ich eine mega starke Meinung habe zu dem Musik-Business-Ding, oder so, hey, versucht es doch so, oder so, bedeutet das ja nicht, dass meine Ding die richtigere Wahrheit ist, sozusagen. Ja, voll. Man kann es immer noch irgendwie anders machen und schaffen, vor allem auch. Ja, voll. Hey, aber ja, Politik, ich meine, so etwas sieht man oft. Aber das ist auch ein easy Thema, finde ich. Also easy im Sinn von, ja, du kannst schnell mal sagen, du bist entweder oder mit irgendeiner Partei oder whatever, so, oder mit der Ideologie. Dann das mit dem Ding, ich höre jetzt zum ersten Mal, weißt du, wegen Diäten oder so ein bisschen Ding. Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen, dass jetzt jemand sich, also auch wegen, Mittlerweile auch sehr politisch, oder? Ja, natürlich, sorry, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein bisschen auch wieder ein Ding, weil es ist ja nicht nur, es ist ja auch, dann bist du auch für sehr Human Rights oder Animal Rights aktivistisch unterwegs vielleicht so. Voll. Es ist schon Meistens mit dem Zusammenhang, ja. voll, natürlich. Ich habe jetzt nicht Ja. so Kumpel gemeint oder so. Nein, ja, klar. Klar, auf jeden Fall. Okay. Das war dann wieder ein bisschen eine andere Linie, das stimmt schon. Ja, voll. Also, okay, da ist 53 Minuten steht da, liebe Nisho. Damn. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder. Nein, Scheiße, jetzt muss ich das bleiben, siehst du? Ich versuche weniger Curse Words zu haben. Aber jetzt wollte ich sagen, jetzt kann ich da irgendwie noch vielleicht einen Abschluss machen zu dir, dass die Leute dir vielleicht könnten mal. Schickst du anderen Beats einfach? Du bist interessiert daran, weil wir haben ja mehr über das jetzt im Moment geredet, weniger über dich als Künstlerin selber, wenn es dann wieder zu deinen Solo-Releases geht. Kann man mit dir in Kontakt treten oder findest du die Leute, die du produzieren willst? So? Nein, bitte, meldet euch. Also, Okay, aber ich habe auch limitierte Zeit, das ist eigentlich das Problem, geil. Aber du, das ist nachher ein gutes Problem zu haben, wenn du kannst sagen, hey, look, die kannst du gerade machen, zeitlich, die kannst du nicht machen, whatever, oder so. Das ist dann, und ich stand jeden Tag vor einem Burnout, weißt du, also von dem her. Nein, du bist natürlich schon, und Leute, ich bin natürlich auch Advokat da sozusagen oder ich pushe auch sehr für, machen da Pausen, so, nicht. Auch wenn ich jetzt da den ganzen Tag damit verbracht habe, Künstler und Künstlerinnen zu fragen, hey, hängen Sie nicht an Ostern, sondern arbeiten, so, aber ist okay. So. Das ist ein bisschen heuchlerisch gerade, das ist jetzt gerade Widersprüche. So. Ja, stimmt. Aber nein, wir wiederholen das vielleicht einmal, ist gut. Ja, mehr gern. Also wenn es mal ein bisschen offizieller ist vielleicht, aber ich habe es mal mitgerippt da. Ich schicke dir das nachher noch. Es landet nicht gerade auf der Page da, weißt du, dann kannst du dir immer noch anschauen. Das ist gut. Ja. Können wir immer noch schauen, was wir mit dem Content machen. Aber für die Nisho als Beatmakerin oder Produzentin mal mitbekommen haben, vorher schon, entweder über den Podcast oder alleine mit Basel Connections, gehen auf sie zu oder auch umgekehrt connected, weil finde ich immer sehr, sehr spannend, kann ich persönlich sagen, wenn jemand sich, also vor allem auch jemand, der wie jünger ist, so wie du, wenn du sagst, okay, du willst nicht nur selber releasen, sondern auch andere Leute produzieren oder für andere Leute schreiben, finde ich super spannend. Und auf der Künstlerseite, Künstlerinnenseite, dort werden wir sicher noch mal Gelegenheit haben, um mal über deine Releases zu reden, oder? Weil ich habe mal so ein bisschen das Album mit dir auseinandernehmen, oder alles, was dann noch zukünftig kommt, so, am Bock hast. Ist gut? Ja, sicher. Aber du hast ein Ding, für die Leute, die das sehen wollen, die ein bisschen YouTube, wo ein bisschen geile YouTube-Content anschauen wollen, sie hat ein sehr, sehr langes Making-of, hat sie auf ihrem YouTube-Channel da. Das ist ja ein bisschen länger her, so, aber kann man sich immer noch gerne reinziehen.
Und dort sieht man ein bisschen den Schaffensprozess von dem ganzen Album, finde ich noch spannend. So. Ein Teil, ja, voll. Ja, genau, genau. Hast du jetzt gedacht, oh, was meint er jetzt für ein YouTube-Content? Was ist dort noch geleakt? Ist noch irgendwie ein YouTube irgendetwas Ding? Nein, das Making-of oder das Album-Making-of, Ja, meine ich voll, so. voll. Gehen wir Ja, ja. mal rein. Aber ja, die letzten Worte gehören dir, nicht, wenn noch etwas loswerden Ähm, was kann ich loswerden? Was ist heute? Setup? Ja, okay. Ich kann glaube schon plagen. In 2 Wochen, ein bisschen mehr als 2 Wochen, kommt bei mir neuer Content raus. Okay. Yes. Okay, ja. Easy, gut. Also, ihr habt es gehört, liebe Musikschaffende, liebe Künstlerwelt, nicht nur die Leute aus Basel, sondern auch Leute außerhalb von Basel. Ihr seht, da sind neue Leute am Kommen. Und ja, ich hoffe, ihr macht alle etwas draus. Jetzt habe ich die letzten Worte gehabt, ist jetzt ein bisschen scheiße. Sag jetzt noch etwas zum Schluss. So. Sag noch schnell etwas voll Inspirierendes, etwas Motivational. Go! Ui. Das ist so voll on the spot, gell? So, es geht nicht auf Kommando. Doch, gut. Oh, meine Katze miaut gerade, wenn ich die Tür zu habe. Ja, ist gut. ähm, mein Tipp an alle ist vielleicht, seid nicht so streng mit euch selber und kreiert und seid stolz auf euch in dem Moment von eurem Leben. Peace out. Oder so. Schön. Danke vielmals, Lischka, für deine Zeit und wir sehen uns bald mal wieder. Ja, Ciao, ciao. ciao.